nämlich nicht die Rechtmutter vom Jim. Aber weil sie ihn so lieb hat, hat sie es einfach nicht übers Herz gebracht, dem Jim das zu sagen. Der Lukas und der Herr Ermel haben zwar gefunden, er müsse jetzt bald einmal die Wahrheit wissen. Jetzt ist der Jim doch alt genug, Frau Was. Sie müssen mir mal sagen, dass er eigentlich gar nicht Ihr eigener Bub ist. Ach, Herr Ermel, es drückt mir fast das Herz ab. Ich verschiebe es von einem Tag auf den anderen, lieber Lukas. Ja, begreiflich, Frau Was, begreiflich. Ja. Wissen Sie noch, wo der Pöstler seinerzeit das geheimnisvolle Päckchen gebracht hat? Ich weiss noch genau, manches Jahr ist's her, da hat mir die Post ein Bübli gebracht. Has gern gehabt, wie wenn's mies gsi wär, has gewickelt und dem Schöppli gemacht. Was ist das für ein Göfli gsi, der kleine arme Tropf? Der Jim. Der Jim. Der Negerbub Jim Knopf. Ich hab ihm alles Liebe da, a Kleidli geflickt und das Bettli gemacht. Viel Freude und auch viel Kummer gehabt, hat die Schuhe geputzt und ums Essen gebracht. Ich hab ihn wie einen eigenen Bub, gern mit seinem Kruselkopf. Der Jim. Der Jim. Mein einziger Jim-Knopf. So ist er gewachsen, Jahr für Jahr, und spielt uns heute die tollsten Streich. Ich mag ihn kaum mehr kommen, sie ist wahr, statt dass ich schimpfe, wird ich weich. Was ist das für ein Schlingel jetzt, mit dem schwarzen Schopf? Der Jim. Der Jim. Der Lusbub, der Jim-Knopf. Frau Was hat das aber am Abend noch lange über ihren Jim nachgesinnt. Es ist ja auch ungewöhnlich, dass einem ein Negerli mit der Post geschickt wird. Dabei hat man seinerzeit Adressen auf dem Päckchen kaum lesen. So voller Fehler und Tölken ist sie gsi. Frau Mahlzahn, Gsummerland, Alte Strse, 133, 3. Etage links. Etwa so hat man die Adresse entziffern. Und als Absender ist nur ein grosses 13 hinten drauf gestanden. Gsummerland hat eigentlich nur Lummerland geheissen. Aber zu Lummerland hat es keine Frau Mahlzahn gegeben und keine alte Strasse und keine Nummer 133 und eine 3. Etage schon gar nicht. Die Frau Was hat aber das schwarz gekruselte Buscheli gerade so lieb gehabt, dass sie es aufgezogen hat wie ein eigenes Kind. Und weil der Jim Knopf unterdessen ein richtiger Lummerländer geworden ist, genau darum hat der König Alfons, der 11:45, den Lukas zu sich kommen lassen. Was will der Herr König von mir? Hat der Lukas gedacht, als er aufs Schloss ist, wie ihm der Herr Ermel ausgerichtet hat. Der König hat ewig lang umgerankt und gehüstelt, bevor er endlich mit der Sprache raus ist. Lieber Lukas, ich habe mir das lang und reiflich überlegt und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir es halt doch machen müssen. Was müssen wir machen, Herr König? Ich habe das doch jetzt gerade gesagt. Nein, Sie haben nur gesagt, dass wir irgendetwas machen müssen.
Gespässig, ich hätte jetzt können wetten, dass ich vorher gesagt habe, wir müssen deine alte Emma abschaffen. Was müssen wir die Emma? Abschaffen. Leider. Leider. Die Emma abschaffen? Nie im Leben, kommt gar nicht in Frage, Herr König. Ja, und wieso?